Televisionswand von RTL wird der Rolle als Tonna Sophia Lopez vorgestellt. Hat als Schauspielerin schon an über 6 verschiedene Projekte und 10 verschiedene Länder aus 7 verschiedene Sprachen mitgewirkt. Als sein neuer Film Flucht aus Lissabon aus dem ZDF schon über 7 Millionen Mal geguckt gehen. Viel Spaß beim Podcast. Diese Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Also ich habe einen Podcast von dir geguckt. Ich fand, du bist schon so überkonfiant. War das schon immer so, oder? Also ich muss aber aufpassen, weil schenkt us nicht immer das, was es ist. Ne? Nee, also ich weiß, ich bin schon so gewöhnt, auch Interviews zu machen. Ich sehe das auch wie ein Teil von meinem Job. Ich hatte am Kader vom ZDF-Film. Wo dir mal Film gesehen? Ja, ne. Ich wollte in den Ofen gucken. Ich wollte den Ofen. Wirklich? Ja. Nee, ich wollte am Plus noch so, guck, wann ich geliebte Film, ich vergesse zu so, ich werde zu klar. Ich bin schuld. Dann hatte ich. Ja, pardon. Okay. Ich weiß aber, wie es nur alles gedreht Das ist leid. Mega. Nee, mir das habe ich gemerkt, noch in Deutschland, weißt du, wie ich das Interview für den Film hatte. Du hast tatsächlich Leute, die dich interviewen, wegen einem Film. Also in den Film nicht geguckt. Nee, da würde nicht zum Film, wenn es eine Person ist. Nee, bei Haier sogar mehr möchte, der Film ist schon gelaufen. Das ist schon impressionant. Da schweizt er 1,5 Stunden und Person mit dem Film nicht. Das ist auch ein Skill. Also, und mit dem nächsten aber direkt mit 10 Minuten merkst du, okay, du hast den Film nicht gesehen, oder? Okay. Ja, pardon, mein Bombe in der Klinik oder weißt du, da kommen da so Excusen. Und mittlerweile, so dich, also nur im 3. Interview, so dich, dem Publicist, wann ich geliebt, so dem Journalisten, so den Film einfach am 4 raus. Ich wusste nicht, dass ich nicht so am 4 raus, aber wann ich geliebt, so. Mir für auf den Frage zu antworten, confiant, also ich gesehen PR oder Interview gehen als ein Teil von meinem Beruf. Das heißt, wenn ich aber auch will, mein Projekt unter den Mann bringen, das gehört dann dazu, dass ich kann über mein Projekt schwätzen und auch ein bisschen über mich, ob ich wirklich konfiant bin, ich bin überzeugt von meinem Projekt, das gebe ich nicht machen. Und wenn du gut merkst, ich schwätze immer mehr über das Projekt, wie über mich. Wirklich schon. So den Tricks aus. Wie warst du das schon immer so, dass du dich, also du schenkst aber, wie es dich wohlfühlt? So ich fühle mich mega wohl an meiner Haut. Ich fühle mich auch gerne. Ich kann nicht so, ich fühle mich gerne. Es gibt Leute, die sagen, ich kann mich nicht ausstehen. Oder es gibt Leute, die schwätzen dann immer negativ über sich. Das ist furchtbar. Ich finde, du musst für dich mit dir selber zufrieden sein. Natürlich, ich weiß, kann es immer besser sein. Aber du musst schon mal zufrieden sein mit dem, was du bist. Ja, ich finde, wenn du selber zufrieden bist, wie willst du dann, dass der Rest von der Welt mit dir zufrieden ist? Wie kriegst du den Mindset hin oder hast du dich schon immer? Ich meine, das auch etwas, was von der Erzählung auch kommt. Weißt du, meine Eltern sind Leute, die hätten mich mein Leben lang ganz viel gern. Für meinen Papa war immer die schönste Prinzessin auf der ganzen Welt. Das ist auch der Witz, weil ich habe so ein Video von mir geguckt, wie ich klein war. Und dann fragt mein Papa, wie heißt du? Und dann sagt Anna Sophia Lopez, schön. Mein Papa ist mir mein Leben lang gesagt hat. Mein Papa mir mein Leben lang gesagt hat, dass ich, voilà. Aber wenn du da einfach so viel lebt, auch Mord kriegst, ist es aber humble. Weißt du, ich will nicht eine unmögliche Chance. Es ist aber wirklich down to earth. Aber wenn du da aber gesagt kriegst, ja, dann hast du die Confiance manchmal anders. Ich fand, das kann ich auch schaffen, weißt du, weil sie schaffen, und das macht das wichtig, fand ich, weil das geht. Weil ich schaffe niemals viel, wie du gesehen hast, oder mein CV ein bisschen geguckt hat. Was für mich aber immer mega wichtig ist, als wenn ich wirklich Perioden habe, wie wirklich mega intens, wie du die letzte meinst, dass ich dann um ja paar Wochen oder Zeit hole, für ein bisschen an meiner Bühne zu sein, und für mich mit mir selber zu connectieren. Das heißt, viel Yoga machen, meditieren, auch viel schreiben. Und ich finde, das ist mega wichtig. Wenn ich viel Geld, dass ich kapabel ist, viel an sich heranzugehen, weil ich so immer, es gibt Leute, die sind introvertiert, es gibt Leute, die sind extrovertiert. Und ich so immer, ich bin ein Introvert, der ein extrovertiert Leben hat. Ja. Das heißt, ich fülle meine Energie am Anfang ab, an dem ich allein bin. Ja, das ist witzig, weil am Anfang, ich meine, bis man noch keinen Podcast gehabt, der so extrovertiert, oder? Alle Menschen sagen immer so, du warst ein sozialer Introvert. Gell? Ja. Voilà.
So wie mir Ja. also auch selber definieren an die Meesch Leute sich selber definieren. Ich meine, die meisten Leute sind gerne lang. So. Ja, also ich kann noch Leute, die effektiv immer Tour sind und immer NRW und die können auch keine Sekunde oder zum Beispiel so lange Beziehungen, als Beziehungen rüber an 2 Wochen drauf, können schon den nächsten oder das nächste. Und ich fand das, also ich kenne das nicht, ne? Also das ist für mich ganz wichtig, dass ich wirklich Me-Time habe, dass ich allein spazieren gehe, ich gehe noch allein, ich gehe gerne allein essen, ich gehe gerne allein an das Kino, ich mache so viel gerne. Wo gehst du dann allein essen? Ja. Aber heute zuletzt, wo ich wirklich Mann, wir waren zu Lissabon, sind wir aber schon ein bisschen... Gehst du so Boom-Restaurant, wo so ein Bomi-Kart oder gehst du so ein Schick-Restaurant? So Sushi und so Sachen, weißt du? Sushi zu Lissabon? Ja, ist das gut? ganz. Ich finde zwei ganz gut Adressen zu Lissabon. Ein zu Lissabon und ein zu Kaschkaisch. Okay. Wir sind aber Lissabon ein bisschen bekannt. Ja. Ich war zweimal da, ja. Für ein paar Mal surfen. Ah ja, okay. Wo? Kaschkaisch. Ah, zu Kaschkaisch, Ja. okay. Und ich Lissabon, die wohnen nicht zu Kaschkaisch. Ah, ja? Das ist ganz neu, ja. Und war gut geplant mit Leben, überrascht scheint es da. Ich muss so das Leben zu Kaschkaisch ist einfach immer mega. Also immer, wenn ich kann, flüchten auf Kaschkaisch. Warst du mehr bekannt da wie heute? Bei dem Truc ist schon das war mein allererste Projekt nur der Schauspielschule. Ich war ganz jung, ich war 25, ich weiß nicht, wie alt ihr seid. 21. 27. Ja, 27, okay. Ihr wird mir jung. 22. Schon gerade mir allgemein. 22? Ja. Wirklich? Nee. Million, das kann ich aber selten gesagt. Ich sage immer, das habe ich gemacht. Das war ich geholt. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon angefangen mit Arbeiten, das war mein erstes Projekt. Und dort sind schon fortgegangen. Also mittlerweile, weißt du, 7 Jahre vergangen. Wenn ich in Portugal bin, da sind ich tranquil. Das ist irgendwie die Pränesie wie für drin. Mir für ein paar Monate war witzig, weil ich war zu Lissabon und ich habe schon gemerkt, weißt du, weil du merkst, dass Leute dich immer kennen. Sie kommen nicht necessarily bei dir, wie so das gepisst war. Wenn du gehst, so. Und ich habe gemerkt, so, was lebt? Du fängst das gepisst was nicht an, so, was das los, ne? Und so, meine Mama, weißt du, dass den Telenovela rum auf der zweiten Schein lebt? Dann kommt die, ne? Und ich war so, okay, das erklärt nur alles. Aber mittlerweile, also für rund 6 Wochen, ist ja mein ZDF-Film gelaufen. Und mittlerweile heute zu Lützeburg hat mein Leben sich definitiv geändert. Ja. Also lo ist wirklich ein Before und ein After. Ich war gestern Knödler, ich bin so latsch gegangen. Und dann kommt so ein Typ bei mir, so, dass du dann so viel Lopez. So, dass ich, ja, kann ich manchmal ein Autogramm von dir kriegen? Oh, okay. So, das ist ja natürlich, wenn du lieb Das hast. noch. Und so, dann, Nee. komm ich in den Trinken. So, und ich war so, nee, pardon, ich kann nicht. War nicht flott. Aber Monsieur, den er lauscht. Ich muss gehen. Okay, Kommentar. Alles süß lassen. Und so dich an, wenn du willst, kann aber nicht ein Autogramm gehen, das ist kein Problem. Oh ne, wie brauchst du ein Autogramm? Ich habe mich für ein Frist sagen. Also lauter Sachen. Das war so ein Einstiegsding ins Ja. Autogramm. Voilà, ich habe mir gesagt, ich bin froh, ein Autogramm, ich kann auch abspassen. Das war das. Und so sind wir, wenn du mich gefragt hast, war das die komische Platz, wo ähnlich wie ein Foto oder ein Autogramm gefragt hat, hatte ich gesagt, ich war zu Lissabon auf einem Begriffnis. Und du hast mich gefragt, wie das Selfie, wie ich meine Telenovela Demos noch gemacht habe. Das war schlimm. Ich meine, in der Schule mittlerweile habe ich nach Mailusch aus der letzten Woche. Ich war in einer Sauna, heute zu Lützeburg. Okay, das ist peinlich. Und dann kommt eine Frau, was ist so viel Lopez? Und ich, ja, können wir ein Selfie machen? Ich war literally an der Sauna. Ne? Da dran dürfen am Anfang normalerweise kein Handy rankommen. Ich weiß nicht, wie ich ein Handy da rangeschmuggelt kriege. Nee, das ist effektiv. Hast du So ist ja, ja. wieso? Ah, nee, das ist Ah, sie hat ein Handy aber dabei. Ja, sie hat ein Handy dabei, weil ich ja mega lusch Oh, ich muss sie dir rausgezündet. Und als ich wie denn, so P-Noir drücke. Ah, okay. Normalerweise darfst du nicht mal das Handy rankommen. Meier, Ja. what the Das ist fuck? auch bestimmt nicht gut für Jetzt ein halt Handy. das Fragen da, war just Ah, Fragen. okay. Okay. Ja. Wir haben also mittlerweile die Lust Platz. Ja, also auch Lusch. Als auch Lust. Aber bon, da leben ändert sich. Ich muss so ein am Kader vom ZDF-Film auch heute zuletzt, aber ich weiß, die Presse wird mich mega unterstützt, mich mega gepusht. Und an der Hinsicht, der tut nur seine Frichte bräuchte, weil effektiv, egal wo ich gehe, es gibt keinen Tag, wo nicht irgendjemand mich fragt, und dann am Kaktus, als Supermarché oder allgemein, wenn so einkaufen gehen, da ist der Platz. Und das war auch schon dem so einer Telenovela. Ich meine, das ist der Platz, wo die Leute so kriegen, weißt du, weil du. Ja. Und das ist auch die Platz, wo so die Leute sind, die ZDF gucken. Ne? Sind die Leute, die da schwätzen, echt so
40 plus oder auch Juncker? Von allem. Weißt du, weil ich schon so viele unterschiedliche Projekte gemacht. Ich habe sowohl Capitani auf Netflix, Netflix aus, wie ich mache mega viel Theater, ich habe Telenovela gemacht, ich habe ZDF-Belo gemacht. Weißt du, schon so viele verschiedene Sachen. Das ist auch nur witzig, weil die Bäume, ich könnte schon, okay, die Person, die mich immer kann, da ist dann direkt so rot und so, okay, du hast bestimmt Capitani, oder du hast bestimmt ZDF. Die Schwede da aber direkt mittlerweile. Ich weiß nicht, der Juncker von Kapitän. Ja, aber mir beide, ich komme mehr ein Foto machen, gibst du wo anordnen? Kapitän, wahrscheinlich. Okay, Gölle froh Podcast. Du kriegst ein ganz neues Audience. Ja. Wo kann den ZDF so ranken, par rapport zu der Telenovela, weil wie ist das so vom Niveau? Meinst du vom Niveau vom Projekt? Ja. Ich gebe so, es hat der erst natürlich das ein anderes Budget, weil ich meine, das wirklich ein ordentliches Budget auch für den Film zu drehen. Und dann, da weiß ich, wie gedreht wird das ganz anders. Weil wenn du Telenovela drehst, du drehst mit 3 Kameras. Das heißt, du drehst am Anfang 15 Szenen den Tag. Sie können mal 40 Seiten Text den Tag, den du musst lehren. 45 Seiten Dialog den Tag. Ne? Du weinst, also schon nach 2 gemalt, du warst so, okay, thank you, bye bye. Ne? Ich will mal andere Sachen probieren. Aber wenn du einen ZDF-Thriller drehst, also schon bald wie Kinos, Film an Sinn, wo du mit einer Kamera drehst, hast du mit 2 Kameras, du drehst den ganzen Tag über vielleicht 3, 4 Szenen. Das ist ein bisschen mehr, wie es geht, ein bisschen mehr fix weiter wie du Film. Aber das ist aber nicht zu vergleichen mit einer Telenovela, auch vom Niveau, auch vom Drehbuch. Ich meine, du hast den Film nicht gesehen, leider. Es geht Fake News, es geht Manipulieren von Wahlen durch KI. Das ist interessant. Das sind Themen, die auch höchst aktuell sind an Telenovela. Du hast Geschichte, die aber immer mehr dramatisch Sachen oder so, die Triangle amoureux oder so Geschichten. Und das ist an dem Sinn natürlich, dass ein ZDF-Thriller ein ganz anderes Stil. Ne? Was tust du lieber? Ich fand Telenovela, weißt du, das ist immens hart. Weil du drehst 15 Szenen in den Tag, wie gesagt, 5 oder 6 Tage in der Woche. Das ist du so ein Funke Leben. Weil wenn du nicht drehst, dann sitzt du hin zu lehren. Und das ist so heavy von der Quantität und Text an Stunden, die du da verbringst. Und dann noch absehst, ein Telenovela dreht in einem Studio. Ein Studio in the middle of nowhere, literally, weißt du. Das heißt, du warst aber schon wirklich isoliert. Das heißt, wenn du dich nicht gut verstehst mit den anderen Schauspielern, was Gott sei Dank bei mir aber wirklich der Fall war, wir haben das wirklich alle gut verstanden. Aber wenn du dich nicht gut verstehst, dann dann hast du ein Problem. Man kann einfach so gesagt. Ne? Und ein Film ist ja aber anders, weil du drehst in Location. Das heißt, wir haben heute beim ZDF-Film, wir haben 2 Wochen auf einem Boot gedreht, wir haben Downtown Lissabon gedreht, wir haben, voilà, das ist das. Das ist etwa Zufall mit Lissabon, das alles ja, also schon ein Casting auch gar nicht zu Lissabon gemacht. Ne? Okay. Schon ein Casting zu Lützburg am Plus gedreht, weil ich halt Theater gespielt habe, am Theater National. Und den Tag 4 der Premiere vom Steck kriege ich eben die Mail, ob ich könnte Casting drehen. Da kriege ich gut einen Text, einen 12 Seiten Text. Und während der Pause stand eine Arbeitskollegin, eine Schauspielerin, das ist der Gaspar Michels, gefragt, ob man den Urban an 10 drehen. Wir haben gedreht und uns nach Berlin geschickt. Also via Internet natürlich ist das global. Ne? Wir schon nach Berlin geschickt und dann hat die Regisseurin in ZDF und die Produzentin nicht gesehen. Das ist am Anfang ein Zufall, also ich spiele schon eine Portugiesin am Film, aber ich schwätze just Deutsch, ich schon 2 Wörter Menschen Portugiesisch. Ich war schon eine kleine Junge am Film und ich schon hier ein Wort Portugiesisch, ich für den Rest. Und der Witz ist, ich bin noch am Film Sophia. Und das war schon so. Okay, das ist wenig Menge. Das ist krass. Es gibt verschiedene Sachen, wo das Gefühl so, weißt du, is there a higher power, weißt du, wie viel kontrollieren, aber wenn da mal die Frage gibt, stellen, war das etwas, was an den 10 Jahren gelehrt hast an deinem Job. Und das wirklich, diese Kontrolle ist eine Illusion. Wir kontrollieren am Anfang nicht. Wir meinen, wir kontrollieren. Und das ist ja gut, weil wir brauchen ja den Drive, für ein bisschen Gefühl zu haben, dass man als Karriere oder als Leben ein bisschen nach vorne bringen. Aber schon heißt das Gefühl, die Leute, die du triffst, sowohl in einer Partnerschaft wie auch Kollegen, weißt du, das ist alles so ein Zufall, dass etwas so eine higher power wirklich. Und mit dem heutigen Film war es so, dass mir wirklich auf den Shows wirklich gefallen. Und voilà. Findest du, dass die Gedanken
nicht immens zu befreien, dass ich von dir nämlich auch an, ich fand das am Anfang einen immens coole Gedanken zu wissen, so, weil es halt all Pressure fort von, du musst genau perfekte Weg finden, weil kannst du ja so ein bisschen so willkürlich, zufällig. Ja, absolut. Und du kriegst einfach so viel Input und du musst das zum Beispiel ein Mensch, ich mache mir immens viel Druck. Ja. Das ist wirklich, ich bin immer die Person, die sich am meisten pusht. Ich pushe mich. Das sorgt nicht für nichts, dass ich sowohl, weißt du, der Tele angefangen wie du noch Theater auf einem ganz hohen Niveau gemacht habe, weil ich auch in Frankreich 2 Jahre auf Tour war mit einem Steg so. Und lo eben Tele auf Deutsch. Und der Grund ist, weil ich mich immer pushe und ich pushe mich auch immer raus aus meiner Comfortzone. Weißt du, weil das ist schwer, wenn du etwas Neues probierst. Ich habe noch nie auf Deutsch gespielt, weil du für das echt. Ne? Ja. Weil mein erster Film auf Deutsch, ich war das Mädchen, was an der Schule, wenn ich schon ein Deutsch schwätze, weiß ich nicht, wie schon bald gezittert. Deutsch ist wirklich nicht so Menge. Also das ist kein Spruch, den man natürlich kennt. Ja. Ne? Und das genau an Deutschland, das ist genau da die größte Opportunität von meinem Leben, diese Welt gut. Weißt du, du meinst schon bald wäre nicht möglich. Mir war das Ihnen egal. Das ist ein Akzent, und nicht war Plus. Ah, okay. Mit das hier gerade Witz, weil am Plus, wie ich roll die Krut, ich Krut roll, und dann habe ich ein bisschen so Imposter-Syndrom. Weißt du, weil ich so war, so, weil mein Agent rief mich schon so, Sophia, wo brauchst du so? Ich hatte den da gerade einen Püpp gedreht. Und ich dachte, das ist ein mega schöner Tag zu Lützeburg heute. Und er sagte, also, was ist ein schöner Tag? So, ja. Und er sagte, Sophia, ich meine, dein Tag geht noch nicht schön. Ich habe das Gefühl, dass dein Tag noch nicht schön geht. So, also, viel weiter. Und er sagte, congratulations, du wirst toll gekriegt. Und am Anfang habe ich gedacht, das wäre ein Fehler oder der. Ja, so crazy. Ja, ich habe gedacht, das ist ein Hauptroll, ob ZDF, du weißt, es werden Minimum 5 Millionen Leute gucken. Du spielst Hauptrolle, ganz Geschichte dreht sich um dich. Bis an plus dafür drauf war ich 4 Jahre lang just am Theater. Ich habe just Theater gespielt 4 Jahre lang. Ich habe seit 4 Jahren nicht mehr, am Anfang viel gedreht, aber dann seit 4 Jahren nicht mehr gedreht. Und ich habe gedacht, und ich so die ich will den ganzen Film da drohen, weißt du. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht am Anfang. Für und allem, du denkst also, okay, they will figure it out. Sie werden merken, dass mein Deutsch nicht gut ist. Und dann sind sie gekommen zu Lissabon, für mit Hans Siegel zu proben und mit der Regisseurin auch zu proben und zu schwatzen. Und du warst aber determiniert, für einen Language Coach zu finden. Okay. Und du hast meine Probe, und ich sagte, ich gehe bei Schule Coaching. Und du sagst Hans Siegel, wie Coaching musst du dann? So ich bei Deutsch. Und so Sophia. Was geholt gehen, eben gerade, weil dein Akzent mega süß ist, aber weil er ein Pluspunkt ist für Troll. Weißt du, weil das ja am Anfang so, dass ein Portugiesin bei zu Lissabon wohnt, und mit kann aber Deutsch, aber es ergibt Sinn, dass dann dein Deutsch eben nicht flawless ist. Ne? Und das ist auch etwas, was gut ist, weil ich fand das auch eine gute Evolution. Ja. Weil wenn das für 5 Jahre wäre, dann hätten sie wahrscheinlich eine deutsche Schauspielerin geholt für die Rolle. Ja. Ich fand mit dem Wollen für auch diese so Representation. Mehr authentisch zu machen. Und mehr authentisch, auch für das Leute sich auch rumgesehen. Weil alle Menschen, die wissen, auf die Straße, okay, guck da, sie gerade 7 Leute, es sind über 10, 2 von ihnen und vielleicht ein Akzent, wenn sie schwätzen. Und das ist ja auch okay, weißt du. Ja. Ich meine, wir machen es so, und wenn du denkst, tolle du siehst just Leute, die perfekt sind, weißt du, das ist auch nicht Realität. Und etwas, was ich merke, durch den Film, ich kriege so viel Message. Weil die muss ich feststellen, schon 7 Millionen Leute mal Film gesehen. 7 Millionen. Das kann ich einmal vorstellen. Ja. Und von den 7 Millionen haben wir da ganz viel geschrieben. Und etwas, was ich oft höre, zumal wenn Messagen aus Lützeburg kommen, ist, ich bin so stolz, den Film geguckt zu haben und eine Person zu sehen, die wie ich ist. Weißt du, und ich habe von Leuten gesagt, die selber, keine Ahnung, eine Origine nur wie nicht ist, auch stark Lützeburg. Ne? Und das ist etwas, was wichtig ist. Weißt du, wenn Leute sich rumgesehen, weil ich schon etwas verstanden an dem Film ist, an dem Leute mal Film gucken und sich mit mir identifizieren, sie sehen sich am Anfang. Weißt du, was ich meine? Sie sehen sich und nicht mich necessairement. Und das hat mich bestolz. Wir haben sie Filme ja allgemein so gemacht, dass ich mit identifizieren kann. Normalerweise. Weil wenn ich mich vor, wäre das eher ein Lieblingsfilm. Ui, voilà. Ja, da kriege ich immer gefreut und so auch immer ui, ne? Weil das ist schwer. The Wolf of Wall Street. Ja, also so klassisch Inception. Ich habe Inception nicht gesehen, Leute. Ich finde den Film nicht gesehen, Leute.
Schon oft. Mal ich gucke dein, du guckst dann Inception. Das ist ein Deal. Tipptopp. Ich habe Leo für 2 Jahre zu Cannes und er bumpt in Leo DiCaprio. Was hat er geschafft? Ich habe ihm gespart, aber ich habe einen Kaffee gesicht, weil zu Cannes am Marché du Film du kriegst immer Kaffee für Nacht. Das ist ein Bandschuss. Und boah, du kannst wirklich heavy, weil die ganze Nacht über guckst du Filme und dann oben sind immer feiern, mit das am Networking, du musst wirklich hineingehen. Du schläfst nicht. Nur einer Woche kannst du heim und dann warst du so 2 Wochen lang auf dem Bett, weil du hast eine Woche nicht geschlafen. Und ich hatte ein Ticket für eine Session und dann für einen Film gucken zu gehen. Und ich muss auch noch an den Espresso-Stand, pardon für Typ, an den Espresso-Stand zu gehen, weil ich will Coffee for free, weißt du? Okay. Und dann gehst du hin und ich sehe so eine Masse Leute, die für eine Pressekonferenz waren. Und ich habe gedacht, bitte, was denn rein das? Und ich gehe gerade wie ich wollte dort an den Espresso-Stand, zack, da kommt der Leo DiCaprio raus. Ja. Sehen Sie den Goat in einer Schauspieler? Bei dem das ist ein exzellenter Schauspieler. Ich meine, den du wenigst Fries, gibt da so viel. Ich finde das immer schwer, wenn ihr seht, einen oder den anderen, weil es gibt so viele unterschiedliche Geschichten. Wie wenn zum Beispiel aber du Fries, weil das dein Lieblingsfilm, den echten, den wir so an den Kopf kennen, das Film, den heißt The Red Shoes. Wie mit der roten Schuhe. Kennt ihr den? Ja. Kennt ihr den Film? Nee. Er ist 1936, das war ein Film. Es geht eine Ballerina, die muss am Anfang schwer treffen zwischen seiner Karriere und seinem Privatleben. Okay. Und geht am Anfang, wenn sie Künstler war, so bist du so den Druck von, weißt du, weil ein Leben an der Kunst hält aber so viel Platz, dass du nicht kannst überall wie normaler Mensch leben. Ja. Am Sinne von Kannerkränen, das ist ein bisschen kompliziert. Und der Film hat mich effektiv berät auf ihr Wert, weil ich mich auch daran erinnern gesehen habe. So viele, du hast schon eine Vakanz gebucht für diesen Sommer? Man nee, noch nicht. Ich hatte letzte Jahr eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich war ja kurz vor meiner Vakanz krank gehen und ich alles müssen annullieren und ich bin einfach meine Kaste sitzen geblieben. Ja, aber du weißt, dass es dafür Assurance gibt. Von was schwätzt du? Aber weißt du das dann nicht? Bei deiner Visa-Premiere von der Spurkäse hast du die Assurance mit dran. Ja, aber für so ein Karzkrähe bezahle ich mal bestimmt dann aus dem Kopf. Man nee, gut nicht. Die kriegst du gratis bei deinem Access-Package mit dran. Du musst dich nicht mehr informieren Site für die genauen Konditionen. Aber hätte ich das gewusst, da kann ich nur direkt hin meine Vakanzbuche gehen. So Philipp, du weißt ja, dass ich mir gleich ein Appartement kaufen. Ja, ich wollte effektiv nach froh, wie du das mit der Assurance da gemacht hast. Das ist effektiv ein ganz gut froh, weil ich habe verschiedene Assurances nicht verglichen. À mon avis hat AXA die perfekte Solution. Bei hinten Site kannst du nämlich direkt deinen Tarif simulieren. Ah, das klingt ja perfekt. Und wie sieht das da konkret aus? Du gehst einfach auf devis.axa.lu, du gehst dir deine Informationen an und dann an ein paar Klicks kriegst du direkt eben die Simulation von deinem Tarif. Und das Ganze ist mega einfach, geht mega schnell, alles ist inklusive. Du gebe ich dir rekommandieren, einfach es selber auszuprobieren, indem du auf den Link an der Beschreibung klickst. Die Schüsse, die Frau oft gestaltet. Das wird über Privatleben versus Karriere. Ja. Das ist mega witzig, dass du das fragst, weil ich schon mal die Frau nie gestaltet. Ich war nie der Mensch, der gesagt hat, Babyalarm oder ich muss eigentlich Mom gehen oder das. Nie, wirklich. Und dann, beim mein letzter Geburtstag, sind ich 35 gehen. Und du bist so klagt, also du spielst wirklich so eine Horloge Biologie, die einfach so geht, weil du siehst. Mit der Sache, weil ich in meiner Karriere in Versuch gekommen bin, weißt du, wo ich auch schon wirklich zufrieden bin, mit so viele Projekte nicht gemacht und ich schon das Gefühl, weißt du, ich habe keinen mehr zu beweisen. Ja, ich habe mehr schon gemacht, wie ich jemals konnte drehen. Weißt du, wie ich aus meiner Schauspielschule rausgegangen bin, für rund 10 Jahre, 10,5 Jahre. Wenn er gesagt hat, dass ich 10 Jahre drauf 60 Projekte gemacht habe, an 10 Ländern, auf 7 Sprachen, sowohl Theater wie Film wie Television, das hat schon geglaubt. Ne? Du weißt, ich bin schon so zufrieden mit dem, was bislang war, dass an meiner Karriere so viel Platz auch geholt in meinem Leben. War nie ein Sacrifice, weil ich auch gerne immer gemacht habe. Es hat nie gefühlt wie etwas Negatives. Nee, das ist aber ein Fakt, dass aber immens viel Platz geholt wird. Die hast du eine Decision geholt, dass du ein Mann haben musst. Ich wollte nur so, nee, ich sollte aber nicht. So, Podcast. Nee, ich meine, das ist aber wichtig, dass man am Leben weiß, wo will ich gerne nach 5 Jahren vielleicht sehen oder was. Wie stellt sich das vor? Weil mir Fragen unab, was bei dir nicht tut.
Und zwar, dass den Druck von der Zeit ein bisschen aber. Das ist ein bisschen anders. Ja. Wenn du ein Frau bist, weißt du, ab einem bestimmten Punkt, aus Feierabend, wenn du eine Familie gründen, bei den Männern ist das ja eine andere Geschichte. Wie der Switch, den an dem Kopf kommt, als du von anderen gibst, war das so ein, geht es noch mehr wie just Karriere oder war das der konkrete Gedanken? Das Erste, dass du das vorstellst, also, okay, ich habe mega viel geschafft, ich habe mega viel auch produziert, mega viel gemacht. Was will ich für die nächsten Jahre? Ja. Will ich, dass meine Karriere weiterhin so viel Platz hält? Ja. Oder will ich auch Zeit machen und mir Zeit holen für andere Sachen, wie nehmen Arbeit? Wie gesagt, du dich mit 70? Wo? Das ist ein gut Frage. Also 70, das ist schon nicht so weit evaluiert. Also ich habe gestern den Film geguckt, das ist witzig, dass das fräst, weil ich habe gestern den Film geguckt, The Theory of Everything. Okay. Kennt ihr das? Über Stephen Hawking. Ah, doch. Mit Eddie Redmayne. Ja, so. Das ist sein Film? Also den? Das ist ein Biografie. Ja, das habe ich gesehen. Und zum Schluss vom Film, dann hast du so ein Flashback, wo sie sagen, ganz Key Moments von seinem Leben gesetzt. Weil er so ganz schlimm krank ist, ALS. Die Krankheit. Und du sagst, du bist ein Flashback von seinem Leben, auch von den wichtigsten Momenten. Und ich wäre nicht froh, wenn just mein Arbeit, wenn nicht den Moment, wo der CDU immer stirbt, da gesagt du den Tunnel, mit your entire life flashes before your eyes. Und ich meine, es wäre keine gute Sache, wenn ich nicht mehr Filme und Theaterstücke, was mega ist. Und voilà. Aber ich wünsche mir, dass auch andere Sachen dazu gesehen sind. Das heißt, du sagst nicht definieren. Haus am See mit Enkeln und mit ja, doch, also meine Familie und Kinder, Enkelkinder, bis du hin einen Hund. Das ist auch etwas, was ich nie tun, einen Hund, weil ich immer unterwegs bin und ich will den Hund nicht alleine lassen. Ich will Hunde, ich liebe Hunde. Und voilà, bei der Natur, auch weil ich merke, wie ich jung war, du warst mega so City-Girl. Ich bin zu Paris studiert, zu Madrid studiert, das hat mir auch gefallen. So, ich gehe gerade raus und dann Konzert. Ne, und wie du mittlerweile, eben, wenn ich zu Kaschkai bin, und bei der Natur, bei mir, voilà, das geht mir gut auch. Ne? Und das auch mit der Zeit, du bist ein bisschen so apaiséiert, dann wahrscheinlich da bei der Natur. Wo, dann auf welchem Land? Das ist ein gut froh, das weiß ich noch nicht. Das Leben hat man so Tieren so groß abgemacht an einem ganz neuen Territoire. Lo gehen da Opportunitäten bemol ab, wo ich nie gedurcht hatte. Ich mache keine Prävisionen mehr. I'm going with the flow. I'm stopping resisting. Weil das auch immer abs. Du meinst, okay, an dem Kopf siehst du, okay, ich will von A auf B und dann wird das geschehen und das und das. Und dann geschieht Leben und das Leben hält dich in eine Richtung, wo du nie überlöst hast, weißt du? Vielleicht lernen Schmur Schwed kann und dann lernen wir Schweden, weißt du? Für den Gedanken noch fertig zu machen, weil du wolltest mir nicht ganz recht gehen und ich bin noch beide, wenn du das Challenge, mir war das voll so hast, Tendenz zu für so wollen zu sagen, okay, ich will an x Jahren da sein und da Reverse Engineering, ich weil ich genau muss machen. Ich meine, das ist falsch. Das heißt ja, du gibst so viel Input, effektiven Input wie möglich und dann geht es schon Infos hin, wie es da ist beim Podcast. Das ist einfach angefangen gemacht. Und da kommen Sachen dadurch. Ich gebe auch ein konkretes Beispiel an meiner Karriere zum Beispiel, weil ich habe den ZDF-Film gemacht, das ist ein Thriller, das ist ein seriöses Thema. So. Und wenn du nicht weißt, auf welche Richtung will ich gehen, weil das ist meine Vision als Schauspielermensch. Du musst auf eine Vision haben, also okay, ich will ungefähr das machen oder den Genre Film oder. Weil sonst, weißt du, if you're not sitting in the driver's seat of your life, life will drive you. Das ist wirklich so. Ja, gut. Und ich habe natürlich im Film Opportunitäten gekriegt oder Propose und so. Und verschiedene Propose sind absolut nicht in Sync mit dem, was ich will und mit dem, an welche Richtung ich gucke, weißt du. Aber wenn du keine Richtung hast, dann bist du immer komplett verloren, dann hast du dich immer verloren. Wenn du nicht wirklich ferm, auch mit dem Zwei am Boden bist, dann sagst du, okay, ich will gerne in die Richtung gehen, dann geht es immer ganz kompliziert. Hast du ein Beispiel für was nicht allein das mit deiner Vision? Guck, zum Beispiel, wenn ich in Deutschland arbeite, ich habe einen Akzent, wenn ich Deutsch schwätze, weißt du, ich habe ein bisschen so girly-girl-look, weil ich eine feminine Phrase so, wenn ich anfange, so mega leger Sachen, so Liebesdrücks zu machen, dann vergiss es, weißt du. Dann, das ist gut für mich und mein Management ist so d'accord. Das ist schwer, zumindest was so zugesagt. Ja, also ich habe nur für eine Zeit, das hat Jolo an dem letzten Podcast erzählt,
Witz das einfach nicht zu so wann Geschichte nicht gefällt wann zu scheiße wis das ganz einfach nicht so wir was wenn man all die Nullen du gesagt und du liest das Skript und du siehst not for me verheinst du dass man nicht wis schon nicht so das gut oder ich label das einfach du liest und du spielst einfach this is not for me das einfach nicht für mich ich habe konkret mit der Situation ich schon wirklich das Skript stimmt alle 5 Mal muss ich motiviert alles auf hier liest lo ich konnte die 5 Kehren nicht bis zum Schluss lesen, weil das einfach nicht vermittelt. Okay. Ich muss schlafen, wenn ich das lese. Das ist einfach nicht, das hat mir keine Energie gegeben, das hat mir just Energie geholt. Und das ist auch schon eine gute Zeichen, weil dein Instinkt oder deine Intuition, das ist auch etwas mega wichtig am Leben, deine Intuition, du läufst dran. Voilà, ich habe nicht gelesen, wenn nicht für mich, wir haben Nullen gedurcht. Und ich habe gedacht, oh Merd. Und dann war wirklich so ein Battle zwischen dem Kopf und dem Herz. Weil, voilà, weißt du, en plus, wenn du zuletzt groß geworden bist, ich habe mein Premier am College gemacht, all meine Kollegen, die bei mir Premier waren, Silo, Stadtbeamte, nach Verkote, was auch immer, ich verdiene all ultra viel Geld natürlich, aber wenn du dann anfängst, sich dann zu vergleichen, weil als Künstler, weißt du, du musst dann den Steuern bezahlen, den Krankenkäse, mal 12, weißt du, du kannst immer an die Richtung zu vergleichen. Und dann kriegst du so ein Projekt angeboten, wo du auch weißt, voilà, finanziell wird interessant, aber geht aber nicht an die Richtung, weil weißt du, das ist auch so, wie nennen das, wenn du à long terme etwas futti musst, just für, ich meine, ich weiß, was du meinst. Weißt du, wenn du, wie nennen das, wenn Was meinst du? Wenn du etwas futti musst, à court terme, natürlich à court terme wäre es gut. Also short-term pleasure, long-term, das ist nicht das mehr. Gut, das den Numm? Ja, das tut den Numm. Ich weiß nicht, das ist ein englischen Term, auf jeden Fall. Meinst du, das heißt, à court terme, das ist okay, dann hast du all die Summen auf den Konten, das wäre alles mega. Aber du musst aber etwas futti à long terme, weil, weißt du, den Schwan, auch diese als Schauspieler, das ist mega wichtig. Weil ein Realisateur, der gerne macht, und ich weiß nicht, von Lützeburg, mich solo mal international. Wenn du Castingen musst, und ein Realisateur will man das schaffen, das ist, was du möchtest, also googelt dich. Und den Schwan gibt wirklich in den Club geholt. Ja. Aber ich meine, du musst auch selber konfiant genug sein und zu dir stehen können, für zu sagen, okay, nee, ich meine das nicht. Das ist mega schwer. Ja. Oder das ist schon doch so, also schon mehr, wahrscheinlich mehr oft nee, wie ja, wirklich. Nee, das ist aber nicht, was mir einfach könnt, weil ich komme nicht aus einem reichen Haus. Ich bin nicht Millionärin von Natur aus. So, ne? Ich bin wirklich self-made, ich habe schon noch keinen Partner, der für mich bezahlt. Das heißt, ich bezahle alles, weil alles ganz gut ist. Aber das heißt, alle Schwauen das sind Konsequenzen. Ja. Hältst du immer Decisionen allein oder schwätzt du mit Leuten? Nein, ich schwätze mit meinem Management. Okay. Wir holen die Decisionen immer zusammen. Okay. Und dann hast du, ich gebe so 99% von der Zeit immer in Sync. Okay. Das heißt, wenn ich Gefühl habe, das will ich nicht gut, dann haben sie das sowieso schon gesagt. Okay. Ne? Das heißt, an der Hinsicht ist es auch mega wichtig, dass der Management ist, den auch den das versteht, den dein Brand versteht und den auch versteht, wo du willst hingehen und dass er bei einer Linie sieht. Ja. Weil wenn dein Agent sagt, ich will längst gehen und du willst aber jetzt gehen, weil der nur ein Problem ist. Ja. Dann willst du Hefund oder Hindisch? Sie. Ich habe mal Film geguckt. Ja, gesehen du den Deutschland, den ihr nicht gesehen habt. Also, das ist ganz neu. Ja, aber ich habe das schon viel drin. Ich hatte das schon zu Paris, 10 Jahre. Melo zu Berlin, das war ganz neu. Dann habe ich einen Film geguckt und dann dachte ich, und ich war so, ja, das ist nicht wie so ein Agent mich kontaktiert, ich wollte mal Film gesagt. Und dann boom, den nächsten Tag. Ah ja? Ja. Während du Hase für drin? Ich hatte zu Paris, zu Madrid. Natürlich davor, oder wie? Ja, weil das ist ja immer so, wie alle Land wird ja von seinem Marché, sein Arbeitsmarché. Die Filme, die durch Paris gemacht haben, sind dann nicht wie zu Madrid, wie sie sich alle Agent kennt sein Territoire. Wenn du aus Amerika kennst, du da ein oder ein für Commercials, ein für Fiktion. Aber hier in Europa, wenn du die Sprache schwätzt vom Land, dann hast du da verschiedene schwätzige Sprachen, das schon verschiedene Agenten. 7? Ja. Portugiesisch, Lützeburg, Deutsch, Französisch, Englisch? Spanisch, ich meine Erasmus zu Madrid gemacht. Italienisch? Italienisch? Ja. Okay, stark. Wie ist denn mit der Bezahlung Kino, also ne Film und Theater? Also das ist so ganz anders. Also Film wird natürlich viel mehr bezahlt. Am Ausland kriegst du auch viel mehr bezahlt, wie wenn du Filme hier zu Lützeburg machst. So habe ich es gemerkt, weil ich nicht richtig verstehe, für was das nicht so ist. Also,
Theater fand ich zu Lützeburg aber ganz ordentlich bezahlt. Du hast wirklich kindisch zu bekloren. Wenn du hier diese großen Theater, Ternal, voilà, die großen Theaterhäuser schaffst. An den Trucks als just, dass immens schwer die zwei Sachen zu kombinieren. Auf jeden Fall habe ich 4 Jahre lang just Theater gemacht. Ganz einfach, weil Theater planst du Jahr am 4 raus. Ich bin so gefreut, ob ich das Stück machen am März 2026. Und gleichzeitig sind ich gerade am Castingprozess für eine Serie, die am Juli 2025 gedreht wird. Das heißt, ich weiß, Film und Television ist alles ganz kurzfristig. Und Theater planst du schon so lange am 4 raus. Und das ist mega schwer, weil, weißt du, was weiß ich, was bis so ein Jahr ist? Weiß ich nicht. Weißt du? Und du weißt, dass es schwer die zwei, das hat kompatibel ist. Das ist mir cool vom Spielen selber. Also mir cool, so Theater zu spielen oder für der Kamera. Ich meine, kann nicht so, weil alle Projekte sind Projekte, weißt du, weil zum Beispiel ich schon alle 12 Theaterstücke gemacht, alle Theaterstücke waren auch nicht. Weißt du? Mehr am Theater kriegst du so direkte Feedback und am Film am nicht. Den Druck ist, dass am Theater, wenn du ein bisschen sensibel bist, du spielst auch direkt das Publikum, weißt du. Ich weiß, wenn ich spiele, weiß ich, haut als gute Novent oder haut als Käse gute Novent. Und das ist auch witzig, weil als Schauspieler war meistens an der Kulisse gesehen, so mal, hey, das ist mega cool, das ist geil. Also, wir spielen schon ein bisschen den nämlichen, das ist wirklich eine Energie. Wie war das da? Für wen das spielt? Nee, für was, also in halt so Crowds gut, dann halt so nicht. Schon schwette das. Aber das ist the Million-Dollar Question, keine Ahnung, das ist einfach so, du hast so oben, da du... Und du kannst auch gut nicht so, weil das mal nicht... Ich hatte für kurz über deinen Arbeitskollegen darüber gesprochen, hey, so bist du dich, du siehst, okay, ich raste halt den ganzen Tag, weißt du, weil du gehst, wenn du oben spielst, gehst du dann so gegen 6, 7 am Theater, fängst du um 6 Uhr zu arbeiten bis 12. Und da siehst du, okay, ich mache halt nicht relaxen da, ich gucke einen Film, voilà, das ist meine Energie. Und dann kannst du und dann ist die Show aber scheiße. Und dann ist einer dich, wo du einen mega stressigen Tag hast, weil du schon Milliarden Rendezvous hast, weil du vielleicht ab Samstags gedreht hast. Du kannst du hast gar keine Energie, du meinst, ja, furchtbare Noven, und dann ist das die beste Show von deinem ganzen Leben. Und du kannst auch nicht wirklich erklären, für was das ist. Das hat mit Energien zu dienen, mit keine Ahnung, also voilà. Nee, für den Foto antworten, ich fand, weißt du, das allererste Stück, das ich gemacht habe, das war okay, das echt groß Stück, so, das war am Ascher Theater, das war so ein Monolog von Fernando Pessoa, portugiesischen Autor. Das war ein Monolog, das heißt, ich war ganz lange auf der Bühne, 45 Minuten. Du warst zwar ein anderer Schauspieler dabei, komm, 45 Minuten lang war ich ganz allein. Mein echt Stück. Ich bin eben von der Premiere schon nicht konnte schlafen. Nicht schon so gezittert, weißt du, war furchtbar. Und den Monolog mache ich auch nie mehr, das ist wirklich nicht so, oder? Nee, das ist furchtbar. Wost du jung warst, wusstest du schon immer, dass du als Schauspielerin gehen, warst du immer einfach gerne so am Mittelpunkt oder auf der Bühnenstellung? Oder hast du das gelernt? Das ist als ich wirklich Kind, weil du am Leben so mega gerne am Mittelpunkt hast. Wenn ich mit Kollegen rausgehe, nur noch... Ja. Du guckst mich um... Nee, also ich kann nicht sagen, ich kann nicht jugieren. Ich wundere mich als Schauspielerin, wenn das interessant ist. Nee, also das bei mir wie lo, weißt du, wie ich die lo hergekommen, das ist einfach so ein Spark, ab dem Moment, wo die Kamera hast, das ist einfach ein Spark, den dann geht, dann da bist du so in Action, wenn du lo oft trägst, dann schwarz du nicht mehr, weißt du, dann... Also just für die Leute, die alle kommen, sie sind nicht geschwart, bis wir so, wir fangen. Ich beglücke halt meinen Zahnweh, wenn du meinen Zahnweh wenn man geschwollen ausgesagt ja, das ist mein Zahnweh. Ich gehe morgen für den Zahnweh. Ja, bonne Chance. Bonne Chance. Weiß jetzt dann. Ja. Das geht schon. Ja. Du spielst das dann plus so wenn man dumm am Humor. Du ja doch schon mal. Ja. Ja gut, dann haben wir ja Chance anfangen, weil du willst so dich raus. Du willst so dich raus. Ab nächste Woche kann ich auch nicht, dass ich bei Haut oder nicht. Wie jedenfalls, wünsche ich den Pro-Verkehr. Ob das für dich so einfach kommst, immer am Mittelpunkt auf der Bühne zu stehen? Man guckt, das ist mega witzig, weil ich war im College am Lycée. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr auch du warst. Nein, mein Gott. Okay. Du, wie sieht das aus? Oh ja. Nee, auf jeden Fall, ich war da in der Schule und ich habe schon immer gesehen, dass alle Menschen an der Konservatoire in der Schule gegangen sind. Wir haben eine Musiksektion und so im College.
Und ich gedacht, okay, ich will auch gerne etwas am Konservatoire machen, weil all die anderen gegangen sind. Und ich konnte nicht malen, ich konnte nicht unbedingt tanzen. Und ich war zu alt für ein Instrument zu lernen mit 15. So. Und ich gedacht, und eine Person mal gesagt, du kannst aber Theaterkurse mit 15 aufhängen. Okay. Und so ist das wirklich ganz zufälligerweise, weil sonst nicht das auf dem Moment. Ne? Okay. Und was Madame an der Rezeption vom Conservatoire de la Ville de Luxembourg hat mir gesagt, ja, Theater können ab 15 Uhr. Mir so gut, nächste Woche ein Examen, Aufnahmeexamen. Krass. Und ich war so, okay, why not, weißt du, einfach so viel mal auszuprobieren, für eine halbe Stunde. Okay, mit der Tisch, du warst aber schon confiant genug für so an einer Woche zu sagen, okay, was ich probiere mal, weil mit 15 sind noch viel jünger, diese Stunde zu scheu oder zu geniert sie für so, dass ich zu trauen, weißt du, was ich meine? Ja, mir wisst ihr, das ist mega witzig, weil war am Anfang war man nicht richtig Schauspieler, am Anfang bis am Konservatoire, du musst Diction. Okay. Also Mischung zwischen 3 Sprachen. Diction ist am Anfang. Das heißt am Anfang, du schaust so einen Text, das echt so Sprecherziehung. Okay. Und ich schon die Kurse angefangen und irgendetwas wird sich bei mir so geändert. Das war so wie eine Vokation. Das war einfach die coolsten halbe Stunde von meiner ganzen Woche. Ich weiß sogar schon eine Anekdote, ich war ganz krank, ich hatte einen Grippe. Und ich konnte nach der Schule gehen, dann sagt mein Papa, okay, der Lied. Ich habe gesagt, nee, Papa, du musst mich an das Konservatoire bringen. Und dann eine halbe Stunde, du gehst nicht so an das Konservatoire. Was ist krank, Sophia? Ich habe einen Grippe, was kriegen wir? Und gesagt, hör mich an das Konservatoire. Und dann, ja, sind ich kein Mal am Konservatoire gekommen und hat mir ein Schauspielprof, Sophia, wie wird das zu gering? Ich sagte, ja, nee, ich habe einen kleinen Grippe mitgegeben. Um Gottes Willen, geh heim, leg dich an dein Bett, weil du stichst nach allen Menschen und dann bin ich als Mensch krank. Dann machen wir nächste Woche 2 Stunden und ich habe 1 Stunde, okay, versprochen. Also, das war wirklich so für mich mega speziell. Cool. Und plus, weißt du, ich weiß nicht, ob bei ihr so war, bei uns in der Schule, du konntest eine Option rausziehen am 3. Ja. Algel hat das sogar auch. Ja? Wow! Nee, wir hatten eine Filmgeschichte. Aber wie stark gesehen, eine Filmgeschichte, weil so, Filmgeschichte. Crazy, das wäre für mich das lang. Voilà. Bei uns war eine Filmgeschichte, weil der Paul Lasch hat die Kur gehalten. Das Koeffizient 1 eine Option. Ja. Das ist am Anfang zählt, das nicht wirklich für den Moment, weil Hauptfach hat Koeffizient 4 oder 5. Ne? Und das war immer das, wo ich nur als Semester ein ganz Nacht über geschafft habe. Ein Dossier, weil wir müssen immer ein Dossier, was irgendein Sujet, was mit Filmen zu tun hat. Fun Fact, mein echtes Sujet war Lützeburger Kino. Das heißt, ich schon ein ganzes Dossier gemacht über den Andi Bausch und alte Regisseuren, die dem schon Filmgeschichte geschrieben haben. Aber was ist der erste 15 Jahre? Also hast du gemacht, hast du Sport gemacht oder hast du... Nee, und das war auch eben der Grund für das, ich habe das Gesicht schon am Konservatoire, weißt du, weil meine Eltern haben mich immer gezwungen, 2-mal in der Woche in den Portugiesisch kurz zu gehen. Meine Eltern sind Portugiesen. Und das war immer so den Trick, so, Portugiesisch. Wie war das nicht dein Mama-Spruch, sowieso? Ja, aber sie wollten aber das auch lernen, proper zu schreiben, und Geschichte und weißt du. Und ich war immer so, nee, weißt du, kein Bock, ne? Ja, fair enough. Und los, und ich war Gott sei Dank, weil wenn ich weißt du, weil ich habe geschafft und ich habe immer Kontakt, obwohl ich schon lange nämlich portugiesische Projekte geschafft habe, ich habe immer ganz viel Kontakt mit den Leuten da. Und ich müsste mega professionell Mail schreiben mit Grammatikfehler, das ist nicht gut. Ja, mittlerweile GPT, ja, aber ja. Mir für ein paar Jahre war das nicht der Fall. Das heißt, du hast am Anfang wirklich etwas gefunden. Und ich weiß aber immer, dass ich so, alles was so artistisch war, hat mich aber immer dick angezogen. Das heißt, ich konnte aber nicht malen, schon nie ein Instrument gelernt und so, und ich habe am Anfang Schauspielerei entdeckt. Und das ist mega witzig, weil ich schon alle Jahre, seitdem ich angefangen habe, am Konservatoire die Kuren so zu kreieren, habe ich alle Jahre das gerne geguckt. Das war immer so die Neueste, wo ich abgeblieben bin. Und mittlerweile, also, oder nach 2 Jahren, hat meine Mama mir immer so einen kleinen so einen Trick mit so Tapas immer lernen. Nur wenn sie das gerne schlecht zu gucken. Und ich konnte sogar ein Jahr hin am Lycée auf 2. wollte ein Mathesprof, eine Mathesprüfung auf Minden nur den Oscaren. Die Grüße verreckelt. Voilà, auf den Tag, du planen. Und du konntest so verreckelt, weil ich muss nicht geliebt. Ich muss den nur stolz, weil das ist das ganz nötig, irgendwann zu Los Angeles. Ne?
Wenn ich geliebt ich muss das gerne während der nicht gucken, wenn ich geliebt ich kann eine Matheprüfung nach drauf schreiben, das wird nur eine Nuit Blanche. Und hat mir ganz klar so gesagt, ach, weil Sophia hat Gedenke, eine Schauspielerin hat Gedenke berühmt, wenn ich geliebt habe. Und so guckt man den... Was belegt am Lycée? Ja, am Anfang schon. Nee, ich muss so, nee, also am College, weil ich auch am Anfang, ich kann erklären, am College fand ich, wie soll ich so, ich war für kurzem da, weil der College ein Konzert nach immer so, den Konzert da, der Kick durch den Joro gefangen, der um 13, 14, so. Und ich fand, da so viel gemacht, so am Esprit de Communauté, Choral, und dann Musik und Ausstellungen. Es hat mega viel gemacht für die Gruppentricks. Der Tisch, ich hatte immer das Gefühl, dass wir aber zusammen gehalten haben. Ne? Boah, das ist noch mein Gefühl, weil ich Freunde hatte, weil ich einen guten Entourage hatte. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Leute mega gemobbt sind oder... Also... Du hast kein gemobbt? Nee, definitiv nicht. Nee, ich war immer lieb. Aber der Tisch war auch nicht, dass du unzufrieden warst an deiner Haut, an deiner Jugend und du willst so wolltest an eine Rolle schlüpfen und du willst Schauspielerei wolltest. Nee, gut nicht. Also ich habe wirklich angefangen, so genre Sprecherziehung, Diktion. Und plus, ich habe mit einem Mädchen angefangen, was eine Demos ganz gut Freundin war, also Demos schon lange nicht gesehen. Und wir haben zusammen an dem Diktionskurs angefangen und hat sich auch gemalt. Was mit Haut? Ich war Prof. Und mittlerweile, also nur drei Monate oder so, hat so, c'est pas pour moi, ich habe noch einmal. Aber mehr war immer so, was, wie kannst du nicht mal einmal da aufhalten? Das ist die coolste Woche, die coolste Stunde an der Woche, das ist mega. Und so hat das eben angefangen. Und war auch witzig, weil ab dem Moment, wie sie alle meine Kollegen so Weekends immer rausgegangen, so Freibäder, Kollege, halt und da. Aber mehr war mein Weekend, da waren entweder in der Cinemathek, oder im großen Theater, weil es Spektakel. So krass. Ja, das heißt, du warst wirklich verlegt an dem Kino. Ja, also das Schauspiel. Mein Kurs für meinen 18. Geburtstag, da steht drauf, and the Oscar goes to Sophia. Das ist mein Kurs für meinen 18. Geburtstag. Das ist mein Yearbook. Ich weiß nicht, wo der Yearbook ist. Mit meinem Yearbook crazy, okay. Vom College, mein premieres Yearbook, da steht drauf, Sophia hat, ich weiß nicht was, gerne mit Theater noch viel mehr. Hat eine ganz bekannte Schauspielerin. Also das steht in meinem Yearbook. Das war direkt so boom. Ne? Das einzige Problem war nur der Premier, dass meine Eltern, nicht mehr ganz hart geschafft. So, sie kommen aus einer Working Class Background. Also das war ganz schwer für ihnen, in dem Moment zu sagen, hey, ich will nicht auf den Code gehen oder ich will nicht, keine Ahnung, was studieren gehen, ganz normal zurück sein. Ich will gerne Schauspielerin gehen, das war das Problem. Und du hast aber gedacht, okay, wie kann ich ihnen das sagen? Und dann dem es ein bisschen mehr smooth ist. Und dann sagte ich, okay, ich gehe auf eine Schauspielschule, wo ich aber einen Bachelor kriege. Das heißt, ich kann meine Studien noch weiterführen, Master, PhD, was auch immer. Auf vielleicht, wenn ich Portugal bringe, dann ist es soft. Und so habe ich doch gemacht. Ne? Okay. Aber mein Papa wusste, weil das ist eine staatliche Schauspielschule Lissabon, das heißt, von 500 Leuten sind da genre 20 rangekommen. An dem Moment hat er nie in Portugal gelebt, ich habe just Portugiesisch daheim geschwätzt, mit meinen Eltern selber seit 50 Jahren hier. Das heißt, ich schwätze besser Portugiesisch wie meine Eltern. Okay. Really. Okay. Und mein Papa hat sowieso keine Chance an dem Examen. Ja, mal du ruhig, noch ein Examen. Ich bin nicht auf mein Diplomüberreichung gegangen, weil den Tag hatte ich Aufnahmeexamen auf der Schauspielschule zu Lissabon. Okay. Am Funk verdingst du aber alles. Am Funk ist aber dick zu die Dinge von drunter. Und ich werde das nie vergessen. Den Abend, wie ich Doppelprüfung gemacht habe, war in einem Hotel zu Lissabon. Und plus bei der Schauspielschule, das genre le quartier qui craint le plus zu Lissabon. Das heißt, wenn ich nur das Haut gewusst habe. Und war dann da von Michael Jackson singen Begriffnis. Das weiß ich auch noch. Auf jeden Fall, ich habe nur Doppelprüfung gemacht. Ich hatte mich auch zu Paris so gemacht, ob das Sorbonne für Droit zu machen, just au cas où. Okay. Weil Doppelexamen für mich. Fallback. Ja, voilà, genau, das war mein Fallback-Plan. Und du sollst meine Eltern habe ich sie nur geholt, nur am September eben. Ne? Weil es waren 2 Rounds. Die erste Round im Juli, die zweite Round im September. Und da waren wir aber schon zu Paris, weil ich mich ein bisschen zu Paris umgehalten habe. Das war ich auch von Daten hier gleichzeitig. Und da waren wir zu Paris, bei meinem Money daheim. Und so dachte ich, dann haut das ein Tag für die Resultate von der Aufnahmeprüfung rauskommen. So mein Papa, da gehen wir gucken. Und dann habe ich gesehen, Admis. Geil.
Also, ja, Lupus, hat mich. Und dann sind ich raufgegangen und ich stand mit meiner Familie. Sehr geil, quasi. Reaktion, guck, mein Papa hat in einer Bank geschafft. Mein Papa ist der rationalste Mensch, den ich kann feststellen. Ultra streng, ultra konservativ, alles, was er kann denken. Und dann hat ich angeholt. Und ich war immer so stille am Raum. Weil mein Bruder war da, mein Alter, mein Moni, mein Tata, stille, so 3 Sekunden lang. Mein Alter hat sich geguckt, dann sagt mein Papa, wir parken Auto mit 5 bis 7. Geil. Also ich kann nur noch mal kreischen, wenn ich darüber denke. Chance. Little Miss Sunshine. Ja. Weißt du, die 10 Little Miss Sunshine, wo sie da noch vor, weil das klein wird, den Konkurs da gut. Und dann sind wir den nächsten Tag gefahren, nach Park zu Lissabon gefahren und ich kann nicht just so, ich so nicht etwas. Wenn du denen 3 Jahre Schauspielschule nichts geschieht wäre in meiner Karriere, wenn nichts geschieht wäre das aber okay gewesen. Ja. Weil die 3 Jahre, das waren die besten Jahre von meinem ganzen Leben. Ja? Ja, wieso? Weil ich schon 2 Jahre zu Lissabon studiert, der 3. Jahr habe ich Erasmus zu Madrid gemacht, ich kann nicht spielen. Weil er einfach so, weil ich einfach das Gefühl hatte, so, wenn du jung bist, und du einfach nicht unbedingt so in Zukunft, und du warst einfach, ich war in meinem Element, es war einfach so, I was exactly where I wanted to be, mit den Leuten, ich hatte eine mega Live-Klasse, meine Profin haben sich mega gut um mich gekümmert, weil sie wussten, weil es war einfach schwer, mit 19 ganz lange auf Lissabon zu fliehen und dort zu wohnen, ich okay, du kannst, ich habe einen Spruch, also ich habe so gut geschwärzt, aber auch nicht mega gut. Ja. Das heißt, ich war aber wirklich sauer, schon all Tag gekrascht während die 3 ich meine, all Tag. Was Zeit von dem Leben? Geil! Nee, weil etwa, ich schon gekrascht, weil ich schon wissen, ich schon wissen, den Däumann von meinem Frère, das ist normal, was 19, was Baby, man kann sagen, wisst ihr. Das ist ein bisschen, der Cristiano Ronaldo sieht das ja auch, wisst ihr, wie hin du sein Stage machen gegangen, also Lissabon, mit 13, 14, und die auch mega viel gekrascht am Anfang. Ne? Ja, okay. Und das war wirklich heavy, aber nur 3 Monate, ich habe mich verliebt, und dann habe ich meine echte Freunde kennengelernt, und voilà, und eine Kollokation hatte ich mir mal eine coole Kollokation, ein bisschen so l'Auberge Espagnol-mäßig, so, wie der Film. Und ich finde es so nicht, und auch weil ich da gelernt habe in der Schule, es war einfach eine mega, die 3 Jahre waren fantastisch. Das ist witzig, weil letzte Woche war meine Ex-Mitbewohnerin aus Lissabon, eine Italienerin, die Architektur am Anfang studiert hat. Weil letzte Woche wenn es der Ausstellung Lugo oder Luga oder... ja, Luxemburg Urban Gardening. Ja, weil er hat gemacht, weil er hat das Logo Architekt. Und nun mal wird die Zeit geschweitert, das ist einfach nur fantastisch. Und Lissabon für uns 10 Jahre war noch ein gut Stück wie cool wie Lo. Wie ist Madrid angefangen? Weil ich war noch nie da, also soll ich einfach hin, aber was ist der Wert? Ich weiß meine Geschichte mit Madrid, also witzig, weil ich wollte eigentlich auf Berlin gehen. Okay. Meine Erasmus auf Berlin machen. Okay. Meine Schule hat kein Partenariat mit Berlin. Okay. Und du weinst, du nicht noch zu Madrid gelernt, keine Ahnung, weil, weißt du, ja, okay, bei Madrid daneben, why not, geil. Es war mega witzig, weil an der Sommerpause habe ich ein Theaterstück heute zu Lützeburg gemacht. Ich hatte am Anfang eine Zeit für einen Apart zu sichern zu Madrid. Und da war ich an einer Disco zu Lissabon und ich ging wirklich, I'm really not the disco person. Nee, das ist mir zu hart und das ist nicht ich gehe lieber auf Konzerte. Und da war ich auf einer Toilette oder einer Disco. Und da fängt ich immer mit einem Mädchen so zu sprechen, weißt du, so der Typ, so auf der Toilette, so Make-up und so Lippenstift nur gemacht. Und du siehst halt so, nu fangen wir an schwarz, aber ich weiß nicht mehr für was. Auf jeden Fall, wo kennst du? Ich aus Madrid. Ich plane nächstes Jahr auf Madrid, weil ich mache meinen Erasmus. Ach so, siehst du einen Apart? Okay. Und ich war so, ja. Da kommen die Taschennummern raus und dann, weil ich schon nämlich gerade einen Apart fand, mir schon ein Zimmer zu viel. Und ich so, perfekt, ne? Und plus Location, die gut, so mega nur von meiner Schule. Ich so, wow, war der Kado. Hey, mit deinem Leben war so krass, so. Ja. Du bist so voll perfekt. Ja, aber da pass auf, weil da komme ich aber zu Madrid. Okay. Boah, erstens mal, hat heute gefilmt wegen Cheminée, das ist nonstop. Das Haus war am Rez-de-Chaussee, hat heute Banner gefilmt. Okay. Das war furchtbar. Plus, ich meine, mein Kummer, das war so genre 3 Quadratmeter. Okay. Ich hatte Platz für nichts. Okay, so. Das war wirklich heavy. Du hast doch keinen Raum gefunden, also gewollt. Ich fand kein Motto. Ja. Das Witzige war, dass ich Journalistin bei El País.
Das ist alles fair, die werden sich auch noch ein bisschen... Wurde ich schon ein Karamba, gell? Nee, mir ist schon aber zöpperlicherweise im Internet gesehen. Nee, ich habe schon einen Artikel gelesen bei El País. Okay. Und da bin ich gesehen, so Journalistin und da sein Name. Und ich war so, hä? Und ich habe gegoogelt und ich gesehen, dass halt Journalistin du hast. Witzig. Ich habe mich gut knackt. Ja. Bei El País. Wie sieht das denn als Negan? Ja, aber gut, weil es war aber mega live. Das war voll so Carrie Bradshaw bei Sex and the City mäßig. So. Mega viel so geschrieben, kann man nicht Sex and the City. Oder noch nie Sex and the City geguckt. Muss gucken. Wir sind nicht so am Film denken, dran wie du. Ja, voilà. Das ist noch nicht so alt. B21. Sex and the City war für also Zeit, ne? Wisst ihr, wie ihr Sex and the City entdeckt habt? Das klang was? Ne. Das ist alt was? Ne. Das stimmt. An einem Wall von Paris auf Los Angeles, eine Stunde lang. Und du hast mit den Ekran und du gefangen, mal nicht Sex and the City, nur gefangen, dann, weißt du, du so Remake. And Just Like That hieß das. Okay. Und du fängst zu gucken, ich mega fand, und du weinst und schon angefangen, Sex and the City. Der ist schon Sex and the City entdeckt. Du warst schon ein Alfra. Wie hast du das am Anfang als Schauspieler? Kriegst du immer Business Flights oder? Business Flights? Ja. Leider nicht. Ne? Vielleicht können wir dein Kerl noch nicht. Es ist schon letztes Jahr einen Film zu Montreal gedreht, Karneval. Hast du den gesehen? Nein, weil ich schon aber auch geschrieben, du hast bei minus 16 Grad zu Montreal den Wallis voll. Ja, ich weiß. Weil ich hatte einen echten Kerl, das bei den CNN drückst. Ja, das tue ich gelesen. Ja, da war ich eben auf New York, weil ich sollte schon mal für dich auf Montreal, wenn es ein Film für zu proben. Und am Voraus sollte ich 10 Tage auf New York gehen, für eine Person zu besichtigen. Und du, boom, mein Wallis gefallen. Und ich durch die Kinder aber bestimmt. Ja. 10 Tage drauf, Wallis nach immer nicht gekommen. Okay, mega Rambazamba, und du hast immer geholfen und du hast hier einen Artikel draus gemacht. Ja, das war die echte Geschichte. Zweite Kehr, Rom auf Montreal für zu drehen, das Kehr am Januar. Und ich bin von Lissabon, weil ich zu Lissabon ein Shooting habe, ich bin von Lissabon auf Montreal geflogen. Zu Lissabon waren 19 Grad. Ich komme nun zu Montreal minus 22 oder so. Ich komme nun, und plus war für zu drehen natürlich schon ein, weißt, weil normalerweise als Europäer, wenn in Kanada oder in Amerika auch könnt, du brauchst ja am Anfang nichts, was ist du Stempel, bist du gesund, kriegst du Stempel. Du musst just erzählen. Okay, Visa aufrufen. Du musst kein Visa aufrufen. Aber wenn du aber nach Schaffen gehst, dann hast du eine ganz andere Geschichte, weil da brauchst du eine Autorisation de Travail. Und ich hatte so ein Dossier gekriegt von der Produktion, von einem Mafokot, so. Das ist normalerweise wird das alles proper ausgesehen, aber ich bin nur gekommen und ich habe gesagt, ja, aber ich brauche eine Autorisation de Travail, ne? Und ich weiß, das Kanada, das ist in Amerika. In Amerika sind sie ein bisschen streng, ne? Aber Kanada, das ist kein Problem, ultra fein. Sie fliegt zu mir, komm mal mit, wenn ich schläft. Und ich war schon so, okay, what the hell? Und du warst so in einer Mini-Prison, so. Und haben sie mir Fragen gestellt, ich schwöre, da ist schon so klein, das war so schlimm, ne? Auf jeden Fall schützt du dann 3 Stunden an dem Interrogatoire, was kommt dann einer machen, auf die was kommt ihr da gerade hin auf Film drehen, gibt es keinen Schauspieler und hier und da und bla bla bla. Und ich war schon so, wow, wanna call my lawyer type of, weißt du so. Auf jeden Fall so gut, ich dachte, die Autorisation Travail ist alles gut gegangen. Das ist ein bisschen so ein Spiel, wo sie spielen, weißt du, so der Bad Cop, Good Cop. Sie spielen das aus, sie waren einfach so, okay, kannst du gehen. Was? Ja, weil Frau war so, also sie ist Schauspielerin, Polizistin. Und ich war so, ja. Also, Anna-Sophia, mein Name, der auf meinem ID steht, ist nicht Anna-Sophia Lopez, weißt du, schon ein anderer Name. Das heißt, und ich wollte so, ja, ich wollte so, Google nicht das tut, weil du mein ID ist, das findest du ja nicht. Und dann wollte ich dann, Anna, wo du willst googeln, du schwarz, was du gefragt hast. Ja, okay. Und du hast nicht gefragt gehen, also hältst du von Schiff deinen Mund. Hast du gekontert? Bah, nee. Du schweiz was. Nee, là, tu veux pas t'amaling, weil du warst so high. Yeah. En plus, nur 12 Stunden wohl. Ich hatte en plus ein Layover zu Chicago. So der Flipflop. Ja. Ich hatte ein Layover zu Chicago, das heißt Lissabon, Chicago, Montreal. Wenn du zu Montreal kommst, passt schon so, wie viel Jahre, wie viel Mal, weißt du so. Ja. Du kriegst nach 1000 Fragen gestellt, so, okay. Und du noch, keine Ahnung, sie wollte just weisen, wenn du der Boss hast, sie wollte mir ein bisschen Angst machen, just. Ja. Und dann zum Schluss sagt sie so, da kommt man hin, aber wenn ein berühmt geht, komm immer ins Halbwissen. Dann rutscht der Stempel, just für bei Gepäck anzukommen und zu checken, dass mein Gepäck nicht ankommt, dass mein Gepäck aus zu Chicago blieb. Voilà, war minus 25. Und die Produzentin vom Film war
mega live aus, Daniela, hat das muss sicher kommen, weil auch schon extraordinär ist, weil normalerweise schicken sie dann einen Assistent für ihn im Flughafen aufzuholen. Mir hat Gott mich extra sicher kommen, so, für mir zu weisen, dass Frau wieder da wäre. So, und dann kommen sie schon und mittlerweile mit dem ganzen Rambazamba, wenn sie ein paar prassen, du waren die B-Mol so genre, bei Samstag so, bis genre Mitternacht, alles war so. Und der Stadt bei dem Ball ist das nicht du kommst. Und er hat mir extra seine Sachen gelehnt. Produzentin hat seine Sachen gelehnt. Und die dich nicht kannte, weil die dich... Wir hatten als Enkel gesehen, weil ich war schon da für zu proben und so für das Team kennenzulernen. Aber süß. Das ist mega cool. Und ich habe ein Sandwich gelehnt, ich habe ein Pyjama gelehnt. Ein Sandwich gelehnt? Ja, aber eigentlich nicht dabei. Und voilà, das war die Kehr. Und letztes Jahr, du warst zu Los Angeles im August. Und so durch nach meiner Mom, ich will noch am Handgepäck keine extra Sachen mit, voilà. War das die Probabilität, dass das Gepäck noch ein Kehr verloren ist, unmöglich. Ne? Und so hat meine Mom holt aber noch Sachen mit, so am Handgepäck, so ein Sandwich, dann ein Pyjama, just okay. Ich komme zu LA und Gepäck war zu Paris geblieben, so ist das nicht möglich. Das ist ja keine Chance. Nee, das ist ein Platz. Am Anfang doch, weil, was geschieht da noch? Du kriegst Suhe. Das Ding Masche, du musst du irgendwas. Du kriegst Suhe. Der Tisch, ich bin schon 3 Mal neue Wallis voller neuer Kleiderkappe gegangen. Und die kriegst du reimbursed. Du kriegst bis 2000 € zurück. Well, good for you. Wie funktioniert das? Das ist verloren. Weil das war so kurze Layover am Anfang. Okay. Nee, ich meine wirklich nicht Express, natürlich kann doch nicht wirklich. Und von immer, ich kann einen Typ, den am Flughafen schafft, und er hat mir das erklärt, dass wenn der Layover ganz kurz ist, sie wollen nicht den Risiko angehen, dass die Wallis am Flieger ist und du dann nicht. Weißt du, weil das kannst du dann zu einem Attentat führen oder so etwas. Das heißt, die Probabilität ist ganz hoch, dass wenn du ganz kurz, zumal an einem Flughafen, wie zum Beispiel Frankfurt oder Amsterdam, so riesig Flughafen, so, das ist schwer. Du hast Connections beim Flughafen und dann... Du hast Express dann, und die ist zu mit dem... Nee, weil das hängt auch weil zum Beispiel zu Montreal oder die zweite Kehr, weil die erste Kehr zu New York, bon, ich war am Anfang nur für ihn zu besichern, ich hatte Zeit für Ankaufen. So. Und meine Mom so da so, Sophia, wenn es einen Platz auf der Welt gibt, wo du willst den Wallis verlieren, dann hast du zu New York, weil da ist die Option. Weil wenn du in einer Pampa, du schließt dann zu Timbuktu, da soll den Wallis verlieren, das ist das Problem, gell? Ja, was ist Timbuktu? Afrika. Auf welchem Land? Das Hauptstadt von... Ich weiß auch nicht mehr. Keine Ahnung. Nur auf jeden Fall. Die zweite Kehr zu Montreal, ich hatte keine Zeit für Ankaufen zu gehen. Ja, so. Wisst ihr? Ja. Und zu LA war das schon zu LA. Ja. Aber ja, ihr wisst ja, wie riesig das ist, für dort zu trippeln, für überhaupt sich mal können zu orientieren, das ist auch nicht so easy, gell? Und an der Hinsicht, voilà. Das ist zu Mali. Ja. Keine Ahnung. Hauptstadt von Mali. Nee, das ist eine Stadt in Mali. Also steht nicht, dass das Hauptstadt ist. Nee, das war schwierig. Das ist richtig schwer. Warum ist Timbuktu so bekannt? Ja. Ich meine, du hast eben die Pilgerin hier gegangen. Ja, das kann sein. Ja. Interessant. Voilà, was da dole. Und das sind Leute, Geo, aber wahrscheinlich nicht hier steht. Nee, wir brauchen keinen alles wissen. Können alles wissen. Das ist also Klischee, geht immer genannt, gell? Ja. Timbuktu. Ja. Gut. Ich bin drunter gedurcht, wenn es irgendeinen Code in einem Film ich würde auch irgendeinem Timbuktu gesucht. Ich weiß, du kennst nicht das Film, gell? Also ich finde es nicht viel, das ist schon. Wie wenn du Film guckst, analysierst du den immer oder kannst du den noch einfach so als normalen genießen? Oder guckst du immer, wie Schauspieler ich habe nur, was hast du vor kurzem geguckt? Adolescence auf Netflix, die Serie. Ja. Geguckt? Nee, das ist einfach auf meiner Watchlist. Weil Adolescence, das kommt alles an einen das ist das ist crazy. Das ist das 1 Stunde lang geht da und es geht nie geschnitten. Und ich konnte das nicht gucken, weil ich schon gedacht, ich bin der Fokuspuller. Die muss ja immer gucken, dass das Bild am Fokus ist, aber bei so viel Bewegung, dann geht ja nur, dass eine Person einen Fehler möchte, du musst so alles drin von 4 Uhr aufhängen. Und ich konnte das nicht gucken, weil ich mal gedacht habe, so, wow. Oder gestern, wie ich den Film geguckt habe, Theory About Everything, mit dem englischen Schauspieler, ich habe es früher nach Sendung gesagt. Stephen Hawking. Nee, der Film über Stephen Hawking. Nein, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, der Film, Eddie Redmayne, war er durch. Ja. Eddie Redmayne. Ich habe den Film geguckt, weil
die Alzkrankheit, die den Hawking hat, du bist ja am Anfang physiquement handicapiert in dem Moment. Und er hat das so gut gemacht, gell? Dass ich mal gedacht habe, so, wow, ich bin direkt googeln gegangen, was in Präpa war, ob ein Können den das, ja? Also, Heinz, du erklären sie besser. Und gibt auch Rollen, du weißt ja, voilà, die Person musste Steck viel bereden. Ja. Oder ein Film, den mich mega markiert hat, La Vie en Rose. Okay, ja. Das ist die Biografie von Edith Piaf, mit Marion Cotillard. Und das ist so ein guter Film. Und auch du, weißt du, du gesagt, am Anfang, wenn ich weißt, dass es eine gute Performance ist, dass wenn du den Film guckst und du siehst den Schauspieler nicht mehr. Du siehst den Personage. Du vergisst, dass der Schauspieler ist. Und das ist auch also das Problem bei so Hollywood-Stars, weißt du, die so huge sind. Ja. Du siehst nie den Personage, weil du den Star siehst. Voilà, wenn ich einen Film solo mal mit Angelina Jolie gucken, sie sieht mega aus wie Troll. Voilà, weißt du, ich gesehen Angelina, ich sehe nicht unbedingt Troll. Ne? Und da ist immer den Tricks, wenn der Schauspieler ein bisschen verschwommen kann, dann ist immer Best-Case-Szenario. Und das ist auch das, was große Schauspieler guckt, Meryl Streep, alles, was Meryl Streep ist, du siehst den Personage. Ne? Was das doch für war, so Schauspieler, die so eine Rolle übergeprägt wie Jean Harry Potter, weißt du, dass die nicht können, nur an andere Rollen sehen, weil das immer den Harry Potter, den Daniel Radcliffe. Absolut, absolut. Ich meine, Getrollen, ich hatte nach für kurzem, witzig, dass du das siehst, weil ich hatte für kurzem ein Interview, kennt ihr The Graham Norton Show? Das ist ein Interview. Die Fressachen. Kennt ihr das? Nein, wir sind nicht so gebildet. Nee, ich meine, wir kennen das. Ja, der kennt so einen englischen Interviewer, der wirklich cool ist. Und er hat schon All-Star. Ja, da ja, The Graham Norton. Okay, pardon. Und er hat genau den Tom Hanks das gefragt. Okay. Weil den Tom Hanks, egal was er möchte, ist immer den Forrest Gump. Ja, also Forrest Gump, ja. Und auch den Will Smith, egal was er möchte, ist immer der Fresh Prince of Bel-Air, wisst ihr? Ja, du fandst spannend. Also ja. Ja, mit das auch bei der Baby ist. Ja, nee, ich habe das geguckt. Ich habe noch Man in Black auch mal gehabt. Ja, oder Bad Boy. Ja, ich verstehe. Es gibt aber Rollen, weißt du, die sind so Pursuit of Happiness. Ja, Pursuit of Happiness ist ein mega guter Film. Aber effektiv, Getrollen, die sie so markant, du kannst mega schwer durchhalten. Oder zum Beispiel, wo es mehr nichts, wenn du verstehst, die doch echt so Serien, wie zum Beispiel Friends. Voilà, genau. So. Das ist nicht der Matt LeBlanc gucken, das ist ein Joey. Ja, voilà, hier kennt du nicht. Genau. Egal, was du möchtest, immer den Joey. Ja, ne? Genau. Und das ist etwas, mir das versteht ich besser, weil das über so viele Jahre geht. Ja. Ne? Wobei Jennifer Aniston cool dann von hin rauszukommen als Friends. Mir das war echt so eine Schlagzeit, noch wenn es im Privatleben viel. Okay. Ne? Also das mit der Celebrity Culture, die da nur auch so viel Poids dann. Ja. Und das ist etwas, was ich auch ein bisschen schuld fand. Ich meine, weißt du, das ist auch etwas, mein Publicist nicht in Deutschland, aber zum Beispiel in Portugal. Portugal ist immer so ein Presse, die mega gerne so das Privatleben so rangeht, dann Celebrity mega, wenn du zur Television musst, du musst an Telenovela-Format, du gehst ganz sehr immens berühmt, weißt du, da kennen dich, weil sie sehen dich alle auf der Tele. Und das ist, wenn du ein Interview musst, aber wenn sie direkt Sachen wissen, über dein Privatleben, und ich schon den Fehler gemacht, weißt du, ich war so jung, mit 25, dass ich dann auch effektiv halt so Sachen so, und ihr wisst ja, wie das es geht, dass du deformierst. Weißt du, dann hast du am Anfang schon gut mit das, was du willst. Und ich habe aber auch mit der Zeit gelernt, ich kann, wenn ich ein Interview mache, ich kann über mich schwätzen, nicht unbedingt über mein Projekt, und mega Schutzboundaries, nicht über mich und mich nicht weiter. Ich kann auch über mich schwätzen, ohne necessairement über mein Intim. Ja, genau, über den Privatsphäre schwätzen. Voilà. Ja. Das ist just ein bisschen die richtige Balance. Voilà, die richtige Balance. Bei denen lecke auch eine Polemik, wahrscheinlich schon gegoogelt, ihre Scheine kommen sehen. Wahrscheinlich gegoogelt. Jetzt gucke, wo ich dann nur. Hygiene. Ja, aber das war noch nicht so weit. Das war nicht so weit. Ja, das war die zweite Episode. Das war die alle zwei. Da hat man einen Gast, Erik, der noch ganz fein ist. Aber Erik Till. Nein. Erik Holgen. Und da haben wir zu 3 Jungen einfach, dem Moment, wir hatten 200 Followers oder so, alle, weißt du, so kein Mensch das kommt. Wir haben einfach zu 3 gespart, so ultra relax, so wie wenn wir zu 3 einfach ohne Kamera gespart hatten. Und so haben wir eben über Ersätze gespart und so, ja, das ist einfach verdenken Geld. Du hast schüsst eben, wenn es Pasch ist und du landest in einer falschen Gemeinde, dann hast du eben mal Älteren, die du immer hier Kanner verteidigen, obwohl hier Kanner mega Schweinkanner sind. Das war am Anfang seine Message. Hier hört es aber ein bisschen überspitzt
formuliert. Ja, sogar den Minister ja, genau. Das tut so. Aber das war Corona, das war einfach nicht Schloss. Es war nicht Schloss, es war auch ganz schlimm. Du hast just so die Bühne von Professoren und Lehrpersonal, der auf Facebook so abgebaut, dass das da keine 100.000 Abruf hat. Und dann muss er irgendwie an RTL kommen, dann müsste der Minister sich RTL ausschwätzen. Boah, für uns war am Anfang ein super Punkt, weil es war immer den Idiot XYZ, und auf der Plattform gelle froh, da dann das gesagt. Das war immer für uns just eine Schlagzeile. Es war nie die dummen Idioten, außer dass man das nicht zensiert tun. Komm on. So. Das für uns war dann von einem indirekten Skandal. Kommen zur letzten Frage. Weil, ja. Nee, ich schneide dir auch eins so. Nee. Wenig. Lohn nicht mehr. Oh mein Gott. Du willst selbst geschnitten? Nein. Das kannst du doch nur so. Ja, kann alles. Dann, ja. Also, wir haben eine Frage vom letzten Gast. Das wird Vera Hoffmann, ich weiß nicht, ob du das kennst. Lieferin. Hat gefragt, was ist das Weiz, was du bislang gelaufen hast? Bis auf die Buch. Was ist das Weiz, was ich gelaufen bin? Ich meine 20 Kilometer. 20, das ist nicht schlecht. Krass. Für was? Weil das, wie ich Präpa gemacht habe, ein Kaffee ein Roll. Du hast effektiv ein bisschen so trainiert. Aber ob du wirklich an einem Stück so? Ja. Nee, es war eigentlich kein 20 Minuten. Ja, nicht Nee, ich meine am ganzen Allee. Wenn ich nur ganz ehrlich sind, aber zwischen 15 und 20. Ja, das wird ja aber dann akkumuliert. Wenn du drückst mit Sport, das ist mega nervig, weil du baust dich drauf, weißt du, monatelang trainierst, da fängst du an, das Resultat zu sehen. Ja. Da brauchst du ein halbes Jahr für aufzubauen und dann. Du darfst nicht abhalten. Innerhalb von 2 Wochen, dann ist alles fort. Du darfst nicht abhalten. Ja, aber. Du musst einfach an den Routine machen. Ja, aber ich meine das auch das. Ich meine, wenn das schon ein Teil von deiner Routine ist, dann mach dir Sport. Ja. Wir noch einen Podcast über einen Sportler. Ach so? Ja. Cool. Ja. Okay, und du hast auch eine Frage für den nächsten Gast, unbekannterweise. Du weißt schon ein bisschen, was du möchtest, aber du kannst irgendeine Frage hier stellen. Okay. Hinstellen. Was ist eine Sache? Okay. Tell one thing that you would like to tell your younger self. Ah, geil. Wie soll denn das Ja. Kriegen wir hin. Ja, okay. So eine Message, dein mir jung ist. Ja. Was ist bei dir? Lass mehr auf deine Intuition, dann lässt du auch gut nicht von dem, was andere Leute so und du Mit der Tür ist aber gemacht, ne? auflenken. Ja, und weißt du, am Leben können 2 Sachen gleichzeitig schwer sein. Das heißt, du kannst schon deiner Intuition folgen und aber, wenn es Leute hast rundherum, dass die so, nee, Matt, ne, du da mal heim, du bist jetzt, dann kriegst du aber auch schon ein bisschen so den Druck, weil du ein bisschen schuld hast. Das heißt, voilà. Da, und dann nochmal nach Gölle froh. Das ist ein Mattbröst. So speisen? Ja. Okay. Also. Das ist was ich von Lissabon Mattbröst tun. Wow. Das ist gut mit Olivier. Damn. Und ich hatte das schon auf 3 Galen. Ja? Ja. Ich war wertvoll. Krass. Und geht aber lo in der Zeit, weil schon ist an der Zeit, voilà, schon nicht mehr gerne so schwarze Sachen und so, mir lohnt nicht mehr. Nee? Das ist schon das Gefühl so, It's time. it's time to let go. Okay. Aber wie können sie gewonnen? Und dem sie eine froh antworten. Und zwar? Und froh ist, weil das ihrer Meinung noch mehr schwer lebt von dem Leben zu finden oder einen Parkplatz an der Stadt zu finden. Was Ding? Antwort auf Dinge ist froh. Was ist mein Auto heute? Es ist mein Auto heute und guck, wie viele Schuhe kommen sehen. Wir müssen eine halbe Stunde Porträt. Nee. Okay. Das ist das die Antwort gewesen. Meine Antwort ist gucken, wie viele Schuhe kommen sehen. Fair enough. Willst du noch irgendetwas sagen, dass in der Massage und Leute oder Neues losgehen?
guckt mein Film. Check aus. Wo gekommen? Also an der Mediathek? Nee, also mein Film ist noch auf zdf.de zu gucken. Hier ist Flucht aus Lissabon. Okay. Kann ich den halt gucken oder muss ich VPN benutzen? Nee, kann ich gucken an der Mediathek. Und ich fand, dass ich soll nicht, wenn es mega gut mein Film. Nee, mir guckt den Film, weil das ist ein wichtiger Film, weil es geht um Themen, die uns alle gut betreffen. Natürlich KI, Dangers of Artificial Intelligence, wen Einfluss kann das haben auf die Baurecht, auf Demokratie, auf Wahlen. Und ich fand es wichtig, dass wir auch informiert sind und dass wir wissen, in welche Richtung es geht. Das ist ein wichtiger Film. Cool. Merci. Merci.